ich ja dran? Oh. Sehr geehrte Damen und Herren, Lev Fastolovensfreunde, herzlich willkommen bei Oellich Stink Television. Wir begrüßen Sie wieder zu unserem beliebten Fernsehquiz Was bin ich für eine Jeck? Besonders begrüßen möchte ich die Zuschauer aus Kerpen-Plotzum, Quadrat-Ischendorf und unserer Landeshauptstadt Düsseldorf. Ein Hinweis in eigener Sache: Die Zuschauer aus Düsseldorf können unsere Sendung leider nur in Schwarz-Weiß empfangen. Aber jetzt heißt es wieder, was bin ich für eine Jeck? Aus dem Sendesaal im Kölner Maritim Hotel begrüßt Sie Hubert Plemke und sein Rateteam. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Herzlich willkommen bei unserem heiteren Fragequiz Was bin ich für eine Jeck? Unser heutiges Rateteam besteht aus den Ihnen bekannten Rude Funke, zunächst der Schmal, früher auch die Spargelstange, alias Cleverle aus Hürth-Efferen. Gefolgt vom Etappenhaas, alias Toni der Ratefuchs. Nicht zu vergessen die melodische Willi die Nachtigall. Und last but not least, dritte Zeng, Einstein für Arme. Zunächst hielt es wieder der Beruf von unserem Gast zu erraten. Die Fragen von unserem Team dürfen dabei höchstens nüngmal mit Nein oder Nee, sagt der Kölner, beantwortet werden. Für jedes Nee erhält unser Gast eine wohlriechende und gut temperierte Oellich. Selbstverständlich TÜV DIN ISO zertifiziert. Herzlich willkommen, Herr Schöne oder Offens. Bitte ein Autogramm für die Veranstaltung. Für uns Zuschauer werde mir jetzt der Begriff zählen, der das Funke-Team jetzt noch erraten muss. Und wer mitraten will, der mäht flöckt die Ohren zu. Gong! Gong! Welches Kürfchen hätten Sie denn? Ich nehme das hier. Er nimmt das mittlere Kürfchen. Sehr schön. Ja, damit das Team es jetzt einfacher hat, bitten wir unsere Gast um eine typische Handbewegung. Das ist Pflegefänger. Das wird aber nicht einfach für das Funke-Team. Da könnte man ja nie drüber. Oh, Pflegefänger. Schmal, fang du an. Ja, dann möchte ich uns wissen, ob man für das Börschen besonders schlau sein muss. Oh ja. Dann kann man das, was Herr mäht, bestimmt doch studieren. Nee, das geht nicht. Nicht studieren? Nee. Wenn man das nicht lernen kann, wird man das so bestimmt. Ja. Kann man das Pösschen denn auch verdammt lang machen? Oh ja. Oder kriegt man bestimmt auch eine ordentliche Pension dafür? Nee, kriegt er nicht. Keine Pension? Für warte das dann? Alles für lau. Alles für lau. Machen's wieder. Muss man dann für das, was der mäht, 40 kann? Oh ja. Da wird man ja gewiss viel eingeladen, oder? Ja, bitte. Da muss man ja sicher eine große machen und einen starken Lever haben, oder? Ja, bestimmt. Ich löfte bis zum Rechten weg. Ja, ich läuft, wer so viel eingeladen will und so viel Strapazen, was ich ja ja nicht, der kriegt doch bestimmt viel Nüssel dafür, oder? Nee, kriegt er nicht. Alles für lau, Keine Pension, keine Keine Pension, keine Nüssele. Wäre nichts für mich. Was ist das dann? Wer viel eingeladen wird, der lernt doch viel Glück kennen. Ja. So leben, Jod. Dann wird er bestimmt auch Jod klüngele können. Ja, Klüngele, wie soll ich denn das erklären, liebe Jas?
Das ist, wenn du all Dürre abmäßt, aber selbst nie im Durchzug stehst. Ach so, das. Ja, ja. Das kann Das der schon gut. wieder machen. Dann hätte er im Hillige Kölle jetzt bestimmt mit Kirche, Kölsch auf Karneval zu tun. Ja, hätte. Dann muss man für das Amt bestimmt auch ziemlich lustig sein. Nee. Mal, du bist dran. Ja. Ja, könnte das doch vrolijk werden. Nee, nicht. Nee, um Gottes Willen. Das hier. Keine Fraule? Nee. Geen wie. Muss man für das Amt dann besonders schön sein? Nee. Auch nicht. Muss man dann von besonderer Manneskraft sein? Nee, so eine Heute eine Blödsinn. kleine, ne? Weiß ich nicht. Dann muss er aber wenigstens Jod Schwade können. Das ever sicher ja. Und wenn man Jod Schwade kann, dann hätten wir auch bestimmt viel Ahnung von Fußball. Nee, überhaupt. Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, wer das ist. Doch. Ich glaube, Hast du eine Idee? wir haben, ja. Hammer? Ja, doch. Hammer? Also wenn das so ist, dann kennen wir in Köln nur einen, der viel Schwad und kein Fußball hat, keine Ahnung vom Fußball hat, das ist unser Präsident vom Presskomitee. Genau so ist es. Der Herr Mitternach, der hier neben mir sitzt, ist in der Tat der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. Jetzt müssen wir nur noch klären, Herr Präsident, was hätte damit der typische Handbewegung auf sich? Ja, lieb Funke, das hättet selbst ihr erraten können. Denn die Handbewegung war nichts anderes als der Kölsche Jos im Fastelavond. Der Remol von Hetze, Kölle! 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 Sehr zum Wohle. Herr Präsident, Sie sind jetzt bereits mit der 8. Frage erraten wurde. Jetzt nehmen Sie auch Öl im Kürfchen mit nach Hause. Ihr Frau mit bestimmt jetzt schmackhaftes Mangs in der Küche daraus. Viel Spaß damit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Tschüss zusammen. Lieb Publikum, natürlich jedet auch in der Sendung Hück wieder eine Prominente zu erraten. Ich bitte daher zunächst unser Rateteam, die Masken abzusetzen. Und wenn die 4 jetzt gleich nichts mehr sind, dann zählen wir für euch als Zuschauer wieder, wer jetzt als nächstes geht. Und dann bitte Applaus für den prominenten Gast. Gong! Gong. Herzlich willkommen. Hörst du das? Viel Bin Applaus. gespannt, wer das ist. Ja. So, ich darf unserem Rateteam nur verraten, unsere Ehrengast ist weiblich. So, und ich glaube, wir waren beim zweiten Fuchs stehen geblieben, Toni Losjon. Ja, liebe Ehrengast, ist Ihre Bekanntheitsgrad mit dem Ausgang von Wale zu verknüpfen? Nee, ist sie nicht. Wird nicht gewählt. Sind nicht gewählt. Nee. Ja, nicht recht in der Annahme, dass Sie kein Politikerin sind. Ja, Dann sind Sie aber bekannt durch Film, Funk und Fernsehen. oh ja. Dann sind Sie möglicherweise eine Künstlerin. Ja, das ist sie. Ja, dem Applaus nur zu urteilen, sind Sie auch sehr wahrscheinlich eine sehr bekannte Künstlerin. Oh ja. Das
muss eine ganz bekannte Künstlerin sein. Sind Sie etwa eine sogenannte Weltstar? Nee, das nicht. Nee, Keine Weltstar. keine Weltstar. Dann kennt man sie aber bestimmt in ganz Deutschland. Oh ja. Dann standen sie beim Agieren Spiele auf was immer sie tun, auch für eine Fernsehkamera. Nee, das nicht. Nicht beim Fernsehen. Nicht beim Fernsehen. Aber agieren. Schmal. Bin ich wieder Bist du dran? bist dran, ja. Ja. Ist es dann richtig, dass Sie keine Schauspielerin sind? Ja, das stimmt. Stimmt. Setzen Sie sich dann auch für die Rechte von Frau Lück in? Oh ja. Sie sind einfach nicht alles Schwarzer. Ja. Setzen Sie sich dann auch für die Rechte gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in? Ja, das meinst du. Ja, das ist nicht Kölsch, ich weiß es. Dann sind Sie aber heller von Sinnen, ne? Nee, ist sie nicht. Nee, Hey, der Teller? nicht der Teller, nee. Ja, was soll das sein? Sind Sie auf der Bühne zu bewundern? Oh ja. Haben Sie jetzt mit Musik zu tun? Ja, das hätte sie. Dann spielen Sie sicher ein Instrument. Nee. Kein Instrument. Kein Instrument? Kein Instrument. Kein Instrument. Ist dann Ihr Ihr Instrument? Ja. Nee. Singen Sie dann ernste Lieder? Nee. Nee. Du schlaf nicht, lass Jan müde schlafen. Schon gerade eine Eingebung kriegen, du Jäg. Ingebung. Ja, nicht recht in der Annahme, dass sie nicht der Montserrat Kavallerie sind. Kavallerie, Ja. das sind doch Päder. Das sind doch Päder, Kavallerie, oder? Dann singen sie Unterhaltungsmusik. Ja. Singen sie auch Kölsche Lieder. Oh ja. Jetzt bin ich drauf, pass auf. Jetzt, ja, jetzt aber. Dann wohnen sie auch in Köln. Ja. Und dann haben sie auch rote Haar. Jetzt Ja. hätte Jetzt habe ich, pass auf. Material. Dann sind sie jetzt 50 Julsche. Ja! 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 Nee, das ist sie nicht. Das sind doch ja nicht. Wie nee? Nee, das Was stimmt. soll das dann sein? Ja, soll was das ist das dann? Ja. 50 auf der Bühne singen, haben wir nicht viel in Köln. Dann haben sie aber bestimmt für den zweiten Knubbel das Ölle Stinklied geschrieben. Ja, sicher das. Ja, wenn das so ist, dann bist du uns Freundin Marie-Louise nie gut Da. Jawohl, das ist sie. Liebe Freunde, für eine Kölsche Rudefunk jedet nur eine Sängerin in Köln von Rang und Name. Und das ist uns Motto Queen, die ewige Marie-Louise Nikuta. Und weil das so ist, singen wir jetzt zusammen das herrliche Potpourri von Marie-Louise. Weißt du was, wir fahren mit der Straßenbahn aus. Et Auto, das nicht stand, wir wollen noch nicht, Jan, ist es schön, wir blieben noch jetzt hier. Denn die erste Bahn fährt ich morgen früh und nochmal einsteigen. Weißt du was, wir fahren mit der Straßenbahn aus. Et Auto, das nicht stand, wir wollen noch nicht, Jan, ist es schön, wir blieben noch jetzt hier. Denn die erste Bahn fährt ich morgen früh. Wenn die Engelschar ins Fasten oben fieren, tun sie sich wie wir im Himmel amüsieren. Sie singen stolz dem Ostermann, singen kölsche Töne. Und selbst der Herr erzählt sich, nee, was ist das schön. Und selbst der Herr erzählt sich, nee, was ist das schön. Und jetzt nehmen wir uns noch mal den Arm und schunkeln auf die schöne Stadt Köln. Bis nach Gedröhn von meiner Heimat. Ich hab es nachgedröhnt von Köln am Ring. Ich hab es nachgedröhnt von Rastenund, von Rosenborn, das so im schönsten Sinn geschehen. Ich hab es nachgedröhnt